du kannst talentiert sein, wie du willst, kannst die schönste Bild auf der Welt machen. Aber wenn du nicht kommunizieren kannst oder mal Druck kannst umgehen, dann panikierst du und dann weißt du nicht mehr, was du sollst machen. Eigentlich geht es ja Sturm so ein Plateau, wie du mit Stress und Druck umgehst. Willkommen beim 3FM Elevator Pitch. Es sind den Emil und ich bin der Fabian. Und heute mal zu Gast eine Person, die die Litzebauer Filmszene ein gut Stück mehr trist wird. Und das aus vielen Gründen, mit vor allem weil Damandine Klee mit seiner Energie, Talent und Erfahrung eine regelrecht Inspiration ist, sowohl als Mensch wie auch als Künstlerin. Als eine von den wenigen Frauen an diesem männerdominierten Beruf hat sie wenig Uwe mit Sicherheit mehr Ausdauer und Durchsetzungsvermögen verlangt, wie bei vielen von seinen männlichen Kollegen. Nur 3 Longmetragen an einem Litzebauer Filmpreis ist Damandine als erfolgreiche Kamerafrau fest etabliert und aus der europäischen Filmlandschaft nicht mehr wegzudenken. Wir haben uns mit Amandine erhalten über die verschiedenen Qualitäten, die in DP muss mit sich bringen, wie hat trotz kleinen Mitteln große Kino kann machen, aber was wir alle müssen ändern, für das in Zukunft Gleichheit und Akzeptanz Filmset eine Normalität gibt. Etwas, das leider noch viel zu oft nicht selbstverständlich ist. Es war ein Genuss mit Amandine zu potteren, aber wir hätten noch keine Stunde lang weiterbraddeln, so interessant war das Gespräch. Und das nicht nur, wenn man gewohnt gesehen, wo es zu Lützeburg der größte Lift von Europa gibt. Anscheinend. Maja, Amandine, merci, dass du heute hier bist. Merci, dass ich kontant bin. Ich freue mich, mit dir zu schwatzen. Du bist die erste Person, die als DP hier ist. Ich meine, für anzufangen, wollte man auch schon mal erklären, was das Wort bedeutet, was das steht, für Leute, die es vielleicht nicht wissen, und dann von dir hören, was den Job für dich bedeutet, wie funktioniert, da können wir weiter drüber schwatzen. Ma DP, also DOP, steht für Director of Photography. Und was heißt das? Definition von der Jurischen war nicht. Ich gehe nicht vielleicht echt eine Definition, obwohl du bist ja responsabel für das Bild bei einem Film. Und responsabel heißt, dass du die Responsabilität vom Bild drehst. Du hast eine ganze Equipe, die da dabei hilft, mit halt mit dir ab. Das heißt, wenn nicht so schief geht, egal ob Schuld benutzen nicht für den Film nicht gerne. Du bist zuständig sozusagen für das Bild mit einer ganzen Equipe, das Amt mit dir sozusagen. Für mich bedeutet Director of Photography, also das, wie ich gerne schaffen als so Traducteur oder Traduktrice von einer Geschichte mehr als visuelle Traduktrice sozusagen. Das ist eine Geschichte und ich bin dafür dem Realisateur oder der Realisatrice an Bilder umzusetzen. An gemeinsamen vielleicht Langage visuell zu finden, für die Geschichte am besten zu erzählen. Weil jeder am Film eine Spezialität hat und sich darauf konzentriert. Und voilà. Meine Spezialität ist das Bild und ich helfe dem Realisateur oder der Realisatrice das dann umzusetzen, die Geschichte auf Bilder umzusetzen sozusagen. Ich meine, muss ich auch so, ich meine, Plötzlich als du der Plötzlich Kameramann oder wie geben wir nennen auf Plötzlich? Für den DP. Für Leute, wo DP nicht kennen. Ja, ich bin ein Cinematographer. Ja. Kameramann. Weil das ist ganz anderes. Also das, wenn ich Leute, die nicht mit der Industrie zu denen habe, wenn ich mit denen drüber schwätzen, also ja, und der Kameramann, Kamerafrau, wenn ich das schon so, dann denke ich mir, das ist nicht passend, weil dann denke ich, du Television, Interview, wenn ich von RTL an der Stadt gesagt, du ein Interview möchtest und du den eine Kamera auf der Schulter, das ist eine ganz andere Sache, wie das, was du musst. Ja, du musst so viel mehr wie just Kamera. Und bei Demos müssen wir ein bisschen eine Struktur oder eine Art Weise schaffen wie Demos. Also in Amerika ist ja auch noch immer der Fall, dass der Director of Photography nicht kadriert. Und in Europa, ab den meisten Filmen, hast du aber den Direktor Foto, die Direktrice Foto, die zwei möchte, die ist der Kader unresponsabel als für das Blut. Ja, also der Kader heißt, kadrieren heißt, am Anfang operaten. Das heißt, genau. Schöller, also Kamera tatsächlich auf der Schulter zu holen oder mit der Hand Griff, vom Stativ. Genau. Ja, das Kamera-Movement und Kamera-Operating, wie es das ist, mit der Kamera umgehen. Und dann, und die zwei Posten waren ja am Anfang immer getrennt, sodass du am Anfang nicht physisch angepackt hast, das Blut nicht gepackt hast, Kamera nicht gepackt hast. Du hast wirklich eine globale Vision vom Film gehabt, die du mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin ausgebaut hast. Und du hast das dann umgesetzt mit deiner Crew.
Wo könnt ihr bei dir den echten kreative Funken wo entsteht den also das dann könnt ihr beide Produzenten oder Realisateurin die da dann ein Projekt auf den Tisch legen also das Drehbuch geht aber dir direkt schon Friedefeier am Kapel also ist direkt Kopfkino und du gesehst den Film schon quasi visuell für runter oder hast du etwas wat dann zu summen mat der andere Person am Tandem rausfund gëtt oder komme Leiit beide so Moodboard an Lookbook und so weiter da das genau der ich gern hat an da probierst du dann irgendwie du an dem Kader de dein zu fannen wie funktioniert dat für dich ja, das ist ganz interessant froh ich mein, das für Schiedfried anecht ich probieren bei der echter Lektor und wirklich um Narrativ aber es geht Fiktion schüss op Geschichte zu konzentrieren an als Ball als Spektateurin dat ganz zu lesen ohne zu viel und Bild zu danken ja. Ich probiere noch nicht und Bild zu danken natürlich kommen der Bilder am Kopf kannst du nicht also nie setzen wann du liest tut ja ein imaginär visuell den dabei passt aber ich probiere natürlich aktiv nicht zu machen und doch so schnell ein Szenario so schnell wie möglich zu lesen und nicht zu viel mal zu viel Fragen zu stellen an Ressenti zu holen ein emotionale Ressenti oder probieren zu verstehen was das geht was das Thema ist ob ich Empathie mit den Personagen und wirklich Geschichte einfach zu vielen weil mir Prozess den immens lang dauert an den auch immens viel Logistik matzeschuld ja. Und irgendwann vergessen wir bald dass mein Geschichte zählen an das Wichtigste an egal was für ein Film aus Geschichte von denen dann kannst du so viel machen wie du willst technisch visuell das nie klappen also ich leben da drin ich mein, muss auf der Seite sehen das könnten am Film nicht raus ja. die ja von das Szenario kreieren voilà lesen eben Szenario bon schon die letzte Jahre wirklich muss ich noch lehren ein Szenario lesen das ist nicht so einfach ich lese gerne mit selberwischt alle Jahres lehren ich bei und verstehe noch viel wartet man gefällt wird man nicht gefällt weil das so eine persönliche Erfahrung muss ich auch wollen Teil von der Geschichte Sinn an wollen der Geschichte ja weil du wärst ja auch als Direktor der Fotografie so viel Zeit auf dem Projekt verbringen hast du 4 6 Monate wenn nicht mehr und da musst du auch Lust tun du Mod zu machen ja, klar, weil also, das ist ganz schwierig für dich auf ich finden an schon doch nicht fair rapport zu Leute die jahrelang über Geschichte verbrücht tun so halb Mod zu machen also wenn ich selbst mit meiner Mann 200% ja, ich muss Druck leben wann ich nicht Druck leben oder wann mich Mann ja uspricht ich mein de Kollaborateur den Kollaboratrice fanden die so viel involviert sind oder die so viel Lust wie Allianer oder wie du als Kreateur weil du musst den Drive von auf alle Fall wann Geschichte also mich schwarz dann ich denke mal okay das selbst war ich interessant fand wo ich vielleicht Druck kollaborieren tank mir verschiedene Prozesse heinst du auch gecast ja sind ich an der Phase wo ich vielleicht auch mit anderen Leuten proposiert gehen der Tisch wann du wirklich Schlot findest musste auch das mal beweisen oder will ich verkaufen das ist schwer ich meine der tut nicht bisschen schon ein bisschen losgelöst ich meine Leute muss ich fanden aber man klickt da klickt einfach nicht Matthias weißt du was okay du musst kannst Sachen noch nicht ja, das gerade so gut also das nicht just okay mit das sogar besser wenn du Leute wo nicht klickst nicht muss schaffen weil du das keine schöne Erfahrung für nee, genau und voilà, auf jeden Fall wann Gitfried will man nicht schaffen und soll weitergehen dann schätzen Java immens gerne mit dem Realisateur und der Realisatrice über die Geschichte an ich probiere Geschichte zu verstehen was willst du so weil das in den Thematik wo willst du hingehen und ich muss mich wirklich an Geschichte drauf versetzen und verstehen auch was der Point de vue ist weil als Realisatrice oder als Realisateur hast du auch ein Point de vue den man denkt mein aus ich lese vielleicht eine 10 oder eine andere Device aber ist ja da für das voilà, umzusetzen was du willst so das ist ja der Film sind nicht 3-4 mein Dingen zu machen sind nicht 3-4 mehr Showreel zu drehen also sind halt für das umzusetzen wo du jahrelang an lang Druck geschafft hast und natürlich drehst du abs Kreatives bei seinen Stil seine Präferenzen seine Sensibilität und das ist ja flott an der Kollaboration mehr ich will wirklich Geschichte zu verstehen
aber wenn ich da bis so weit sind ich so okay ich verstehe was du willst hier und was du willst so dann probieren ich da fängt schräg den cinematografischen Prozess an da können also recht relativ spät im Prozess Bilder weil ich meine da so einst du klangen Piège du als Cinematographer als ich Bilder zu denken weil natürlich schied für eng Präferenz vu Stil vu Bilder die mir persönlich gefallen und ich gehe enke ging machen me sind du für ein Geschichte zählen net vier Bilder zu machen an schmengt dass sie mans wie an dufir funktioniert de Bild auch dufir funktioniert de Kameramovement oder e Kader weil justifiiert das par rapport zur Geschichte net weil einfach hat gesagt cool aus ja okay cool aus wat bringt er dat dem Personage der Geschichte der Evolution de Montage an schmengen von do aus si schon immer just das an de Bilder da das man immens wichtig den Term muss aus man last Jahr immer auch mir wichtig gehen weil ich gucke noch viel Filme ich gehe auf Filmfestivaler für mich zu inspirieren an viel zu gucken war doch an der Welt so gezielt geht an erwähnt gezielt geht an die mecht Filme die mich am meisten berühren sind noch die wo ich ein Bild gucken wo ich einfach dran sind an du noch recht analysiere wie wat hat dat Bild so gut funktioniert weil du just das an einst du die auch Filme die ich immens cool fand schön an du sitzt du und du merkst einfach der toten sind die Pikader der toten wis de Backleute dingen Silhouetten dacken den Move oder den das total unjustifiziert gesagt cool aus schon doch cool Bild an dat probieren ich zu evitieren also das mehr Büt schwissen der bestieren antankt von den Kollaborateuren und Kollaboratrissen auf du musst nicht du kannst nicht alles allein das Idee und im Endeffekt wird für mich auch mise en scène lascht wird das ihre Film bis sie mussten den drohen verkaufen sie sind nur am Montage sie haben dann Responsabilität von der Finalität du kannst du drehst einen Apps bei wie es den habe ich gut wie mich zu machen und dann lässt du auch los geil du passion involviert an der Postbrot bis zum Etalonnage für mich als Kreativprozess wirklich Geschichte verstehen wusst was der Point de vue aus an Richt dann Apps visuelles proposiert weil der an der Richtung geht an dann eine Chance am Realisateur mit der Realisatrice gucken ob voilà schwenken nun Bilder zu sammeln dat kann Fotos sind dat können Paintings sind Bilder also gezeichnet Bilder einer Filme das kann auch Musik sehen an der Sammlung all die Sachen gucken ob dat der Realisatrice dem Realisateur uspricht und man sieht ja dat gefällt mir da ging an der Richtung wenn gut gefällt in einer Richtung probieren nicht auch zu verstehen weil guckt Bilder ja auch anders für divisieren ich so auch an Kategorien weil du musst ja auch mit Kostümdesigner mit Make-up-Light changieren seit ab am Bildsicht das auch wichtig klar seiner Kommunikation zu sehen was guckt man dem Bild guckt man den Kontrast guckt man Komposition guckt man Farben an dem Prozess der könnt wirklich ja eigentlich nur pure Diskussionen mam real andere Emotionen sie wichtig für Bild Sachen und Bilder umzusetzen ich froh noch gern eng von meinen Lieblingsmoment das ist wenn man das Szenario durch den Front immer real mal pro 10 eng Emotion an eng Info ziehen ich war das wichtiges Info von der 10 wann du mist wie sie alle in der Situation gewesen wo man eng 10 mussssen drehen an wir hatten eng super schottlich vu 15 Shots Zeit für 3 zu machen weil Zeit fortlief an noch den Dach verschwier an das logistisch Sachen ist muss reglieren muss viel Sachen gemeinsam danken nicht wann kannst dann 10 ran an du bist du vergisst wat die 10 geht weil noch 3 andere gedreht ist 4 an war das Essenz von der 10 wann logist miss die 10 an 2 Planken oder 3 Planken zählen war das die Hauptinfo den Spektateur muss verstohlen war das die Emotion am mischens mat den emotionen Stöchfir da ging ich auch mehr inspiriert von wie no oder wie weit von eng Personage muss sinn oder war das dem Movement viel speste Movement an der Emotion oder was grad fix ist dat ich fand das Emotion auch immens viel Kameramovement das bisschen Prozess Geschichte verstohlen
Info von erzählen Emotionen und dann mal Suggestionen kommen und gucken, ob es beim Real ausspricht oder nicht. Ja, verschiedene Real und eine mega präzise Idee von was sie wollen, weil auch cool ist. Ich hoffe gern verschiedene Konfigurationen. Also. Das ist für dich auch kein Problem, wenn du die Person, die Regie feiert, die hat wirklich einen klaren Plan und du sollst den ausfeiern. Also für dich ist das problematisch oder was du bevorzugst ein Projekt, wo nach alles Wager, an alles Ober, an de Lehm nach Müll an Malleable ist, wo du kannst dann viel mehr den kreativ Force nochmal dranbringen. Also, tankt für nur viel präzis mal schätzen, wisst ihr. Ich fand die zwei eigentlich spannend. Weil es auch da immens viel beilehrst. Von einem Real, den vielleicht mit ihm wie zu prägen, ein Storyboard geschrieben ist. Schon noch nicht mal zu einer Person geschafft. Aber ich ging da wohl interessant fanden. Also, wenn die Geschichte mich schade, wenn ich mich mit der Person gut verstehen, und die Person vertraut mir auch. Weil das ja, du kannst ja auch vielleicht, dass den entweder was man den Control Freak dabei, da ging ich vielleicht nicht mal machen, weil da weißt du, dass du mal nichts kannst suggerieren und dass du effektiv just exekutierst, was bist du schwer das, weil du bietest ja von einem Film, gegen ja wissen, wenn ich keine Filme lang machen. Verschiedene Leute kriegen Team, das ist auch cool, aber das ist ja ein kreativer Prozess mit einer Equipe. Ja. Und das ist ja auch cool, weil da was nicht allein an den Kopf kannst du mit Leuten denen dann nicht changieren und auf eine Idee kommen, weil andere Leute auch andere Sachen suggerieren. Mich ging da auch interessant fanden, eine Person zu schaffen, die ganz präzise Idee hat, für was sie will, weil dann kannst du auch aus den Habituden und Reflexe raus, vielleicht. Und da lernst du vielleicht auch eine andere Weise Sachen zu gucken. Ich noch das mit Casting, du hast das Wort Casting benutzt, interessant fand. Wie oft könntet viel, dass du mal einem Realisateur oder einer Realisatrice schwarz an nichts draus geht? Also, oder da wusst du aus dem vom Call raufgehst und siehst, das war die Person mich sicher super Film, mir das nicht für mich. Weil ich schon oft Situationen gehabt, als ich Regisseur, die freut mich, ich will mit einer Person schaffen, wen denkst du wäre gut? Und da schlug ich 2, 3 Personen 4, und sie haben dann noch einen Call mit denen, und dann, das nie, dass sie zurückkommen, das wäre schrecklich, mir das immer irgendwie mit einem Klick einfach, wo wirklich kann 5 Minuten im Telefon sehen, mir ja 5 Minuten willst die Person, wir sind auf einer Welt, wir wollen das selber stehen. Wie ist der Casting-Prozess, was kannst du nennen, für die Position? An der Position, wo ich bin, ist natürlich entweder du sind Agent, den Szenario rakriegt oder Produktionen oder Realisateuren, die sie kontaktieren und so, weil wir drehen gerne den Film. Wir können da jetzt proposieren, wo der meint, den die an der Agence hat, den gegen interessieren, der gut wäre für das Projekt da. Und dann setzt den Agent, voilà, muss eine Position von 3, 4 Leuten, und dann gehst du aus den eine Konversation mit dem Real, und dann, wie du siehst, klickt das oder klickt das nicht. Oder du hast Leute, die es dann im Umfeld kennst, professionell oder persönlich, die gerne mit dagegen schaffen, die nicht unbedingt mit 100.000 Leuten schwatzen, die das spezifisch rausgesicht tun, für viele verschiedene Gründe. Sie meistens natürlich, weil sie Film gesehen haben, den ihnen gefallen hat oder den Arbeit gefällt. Und dann, voilà, dann proposieren sie da ein Projekt an der Schwarzmartinen, und wenn es gefällt, dann gucken wir, ob man nicht schaffen, ob der Protestant will, dass man nicht schafft, weil den nur durchlässt tut, im Endeffekt. Für mich im Moment gibt die 2 verschiedene Situationen. Entweder du kannst Realisateuren oder Proten nicht, und du bist sozusagen gecast. Aber ich sehe das eigentlich auch als doppeln Interview sozusagen. Das ist natürlich, was du, ich gehe ja angestellt. Ich bin eine Person, die angestellt wird. Ich bin ja nicht Kreateur. Wenn kein Film geht, schaffe ich nicht. So dass ich am Anfang geheiert gehe. Aber ich mache aber auch schon, wie du siehst. Ja. Vielleicht trifft jemand für ein Projekt, und dann muss ich auch entscheiden, ob das, wie du siehst, das richtige Projekt ist für mich persönlich, für professionell Gründe. Ich habe meistens in Triangle, die ich probiere zu matchen. Ich muss 2 von den 3 Sachen wenigstens dran sind. Das erste ist Szenario. Ich meine, das Basis, wie man so, dann kannst du ja schlecht über ein Projekt schaffen, wo es dann nicht sicher bist, dass dir gefällt und was geht, oder können viele verschiedene Gründe sein, für was du beim Szenario willst schaffen oder nicht.
das ist ein Hauptpunkt für mich, also ob Narrativen und dann hast die menschliche Relation mit dem Real oder mit der Brot, die für mich auch immens wichtig ist, weil wie gesagt, verbringe ich so viel Zeit außerhalb von was ich an der richtigen Welt, seine Freunde, seine Kollegen, seine Familie nicht, schafft ja lange Intensivperioden, wo ich am Anfang an so einer Bubble ist, und da verbringe ich lieber Zeit mit Leuten, mit denen ich mich auch verstehe, mit denen also ein gewissen Vertrauen da ist, ein Respekt da ist. Das kannst du natürlich nicht immer über den Kaffee oder Zoom rausfinden, aber mit den Jahren musste probieren, ich mein Gut-Feeling, wie siehst du, den Instinkt noch zu gehen. Intuition noch zu gehen. Du spielst aber von Schmensch mit der Experience, aber mal immer mehr, ob es stimmt oder nicht. Und dann der dritte ist Salär. Ja, natürlich. Ja, Finanz, weil im Endeffekt als den Arbeit, wir schaffen ja nicht, wir machen einen Job, den wir gerne haben, als Plaisir, als Passion, mit Realität, das muss ja auch so etwas leben. Und voilà, das ist ein bisschen ein Triangel an zwei von den 3 Sachen. Die Job mans 2 muss getroffen gehen. Idealerweise die 3. 3 ist natürlich super. Und da weißt du auch nie, bis du drauf warst, gell? Ob es wird klappen, aber das ist ja auch das Spannende. Wie ist es vielleicht, während du im Film warst? Ja. 2 oder andere 2 oder so. Ja, aber das, also menschlich und Geschichte ist für mich ein Hauptkursor. Das ist ein kleiner Klammer, aber wenn du siehst, so mal Zeit vom Salär oder Budget, guckst du da auch, was ein allgemeines Budget für den Film, für dein Departement ist. Das interessiert mich als Produzent, und das ist nicht just, weil du siehst, ich will just drauf schaffen, was viele Suchen da sind. Mir das ist auch eine Frage, wo kannst du die Geschichte erzählen? Meinst du kannst die Geschichte gerecht geben mit dem, was da ist. Und du das Szenario liest, es sind verrückte Locations oder riesig Setups mit Hunderten von Leuten, und da kriegst du gibt mich interessieren zu hören, wie das geht, ob dein Agent du auch die Informationen schon kriegt von der Produktion in der Situation, die weitergeht, du dann noch einst froh dazu, wo es erste die Platz unhältst. Ein bisschen wie in den einen Job aufhängt, an der Salle Angebote kriegt, dann sieht, wie es mit Krankenversicherung, an Maternität, also froh, die neben heute ersten Jobs hält. Nee, das ist interessant, Frau. Natürlich geht es nicht just das Salär, also den ich dagegen kriege, wenn ich auf dem Projekt arbeite, geht natürlich auch Konditionen allgemein, und da hängt das Budget von einem Film natürlich drunter auf. Du kriegst natürlich kriegst du meistens vom Agent auch das Budget vom Film gesagt, und von den Gründen, als auch, weil, also in Frankreich zum Beispiel spezifisch, hast du ja verschiedene Annexen, Annex 1, Annex 2, Annex 3. Und funktioniert so, dass du weißt, ein Annex 3 Film, also Low-Budget-Film, den zwischen so viel so hast, die nicht da kann ich kurz unterbrechen. Was wäre dann die Definition von einem Low-Budget-Film? Bis wie viel hast du das? Weil ich meine, die Leute keine Ahnung, was ja, ich muss das selber noch gucken. Das findest du wahrscheinlich Site vom CNC. Oh, Pi mal Daumen. Ich meine zwischen 400.000 und 1,8 Millionen oder 1,6. Das ist vielleicht ein Annex 3. Ja. Die Leute, die nicht am Film sind, die sind, was? 1,8 Millionen? Ja. Was? Und das ist ein Low Budget? Ja, das ist kompliziert zu verstehen. Das ist ja auch, wie sie sich von Leuten nicht am Film schaffen, sich schwer zu stellen, wie viel Suchen also abstößt. Du siehst ja auch bei den Credits, wie viele Leute drauf geschafft haben. Das ist nicht viel für einen europäischen Filmauteur. Also, du kriegst Sachen gemacht, aber wie wir wissen, gibt ja auch alles mit Medaille. Und ja, hängt vom Land auf, hängt von so vielen Faktoren auf. Du kannst den Fabian wahrscheinlich besser schätzen. Das hängt dann noch für dich, wenn du das hörst, hast du bestimmt direkt ein bisschen mehr eine Idee. Du weißt schon, vielleicht wer Leute, mit denen du schaffen willst, wer Leute mehr available werden sehen, für wen das vielleicht nicht klappt, was einfach budgetsmäßig, weil du kriegst kein spezifisches Budget für dich nach zu dem Zeitpunkt, also für dein Departement. Du weißt just, was der Film hast, dann gibt dir ein bisschen eine Idee, wo du wärst, landen. Aber ich meine, den Budget spielt eine Rolle, wie du siehst, matcht das Budget, die Ambitionen vom Szenario. Ja. Immer, weil das ist ja nie genug Zeit und nie genug Suchen, das wissen wir alle. Aber das ist ein Unterschied zwischen, wie du siehst, ein Periodefilm oder mit so viel Figuranten für so viel zu machen. Also war das den Gap zwischen realistisch und total unrealistisch, natürlich. Willst du dich vielleicht auch nicht an ein Projekt ansetzen, wo das Szenario flott von der Real flott, aber du weißt, dass die Ambitionen vom Szenario nie wär's können matchen. Was müsste da noch? Das kann auch ganz interessant sein.
also last Jahr ich für dich ob so ein Projekt geschafft wusste sie es das so unrealistisch weil man muss mal aber zum Budget mit real ich hatte Lust ob der Aventur mal zu gehen weil man ganz gut Metapher ging hat also voilà der tun das so ein Film wann das Szenario liest das sind 12 Millionen Budgetfilm voilà. Für ein gut effikaz zu produzieren und zu filmen wie du geschrieben hast ne mit diese Hummer nicht 900.000 Euro ja. Die Differenz ist so enorm dass es okay du musst etwas Kreatives geschehen und der Real muss ein immens realistisch Approche zu dem Budget für können die Projekt zu filmen ohne dass es eine riesige Katastrophe wird und das frustrant wird für ja. Oder das Resultat nur total total gesagt genau an da tun spannend fand weil immer wirklich gesucht wird voilà die Budget Hummer nicht die Schwert können mir aber Niveau man für die Geschichte zählen an der tun spannend fand an du nicht Konditionen akzeptiert weil aber Plan hat sein Plan wollte schon eine menschliche Geschichte konzentrieren ob den Hauptpersonage an dem sein nennen wir zu sein emotional arc obwohl viel Aktionen am Film war viel Schauspieler viel Sachen ist wow wie kriegt man das hin? Weil die Metapher, die benutzt wird, pardon, ich komme kurz zurück. Ja. So, wir sind Lightweight am Boxen. Wir werden nie Heavyweight Champion sein. Wir werden nie am Heavyweight, wir gehen da frag gemacht, K.O. nur einer Sekunde. Der einzige, was wir können machen, als Champion an der Lightweight gehen. So, wir können just das Beste mit dem, was wir haben. Kannst du nicht mit denen dicken Filmen vergleichen, wenn du das Szenario liest. Du musst dat op denger Geschicht adaptieren op den dingen Tischcht kom mir man dat best man können Eiserkategorie Eiskategorie as 900.000 Euro 20 stredech wo man wisste mir bra mich sprichten 10 Minuten an 60 stredech keine Ahnung ist zu mir wie man dat wie kre man dat hin an du hast den Challenge ob du den nur willst unholen dann net weil moment an meiner Karriere an am Jahr wo ich so Schlosstrop mancht noch ein Fleisch net mich niemand viel Reis geleiert das ist ganz persönlich ich werde das Projekt unhölzen oder nicht mehr ja das ist auch ein du musst ja alles du musst Reklamen du hast Musikvideo gemacht du hast Langmetrage gemacht du weißt so hauptsächlich wird Langmetragen wie sagst du die verschiedenen Mediumen was weniges zu tun also was zieht dich zu den verschiedenen Sachen oder du hast bestimmt Präferenzen wie denkst du darüber ja verschiedene Sachen mir das witzig weil am Anfang auch gesagt du musst bis von allem und das war nicht unbedingt gut gesehen du musst Dokumentar du musst Musikvideo du musst Puppen du musst Fiktion an Leutestischen nicht gerne in Kategorie zu machen einen Job wo ein bisschen Spezialität hört und das rassuriert Leute auch zu wissen dass du das immens gut musst noch die Anekdote wo ich ja bei der Agence war zu Paris wo sie einen Drink organisiert tun und erstens mal weil ich die Frau zweitens weil ich das jüngst und sie viel von den DOPs bei mir kommen so was musst du ich mein Bild also sind Motor gefahren so ja mal cool was müsste zum Beispiel hemischt Kaffee hemischt hoher und so und die sich auch konvertiert erzählt man möchte Kaffee wisst du geht Detail sieht man hemischt Kaffeespüben hemischt L'Oreal wisst du so Tisch an der Püb war schon die Spezifizität da wo ich dachte wow okay und so war ganz wichtig so ja muss ganz du passen weil du lo willst weil du musst weil dann gehst du just wenn es der Oberhof geil und das hat mir auch immens Angst gemacht ich muss sagen dass ich verstehe wie war das so eine gewisse Spezialität gött weil das ja nicht tatsächlich in ein Drops an einen Kaffee zu filmen das ein Packshot doofen zu machen zu belichten und der materische Kamera richtig Linsen zu machen wie ein Auto filmen oder Musikvideo zu drehen muss auch ein bisschen anders drauf gestaltet sein. Aber ich fand es schön, wenn man sich limitiert. Weil wir sind ja viel Bilder zu machen. Und wir machen viele verschiedene Sachen Spaß für verschiedene Gründe. Schon Musik, ich schon noch viel Musik gemacht. Und schon am Anfang eben viel Musikvideo getrennt, weil ich viele Musikerkollegen hatte, weil sie sich auch freuen, weil wir wissen, dass heute die Stars auch immer mal ein Budget an Musikvideo sind. Am Anfang von einer Karriere drin ist vielleicht ein bisschen mehr Musikvideo, weil Sachen probieren kannst, weil auch mit man nach Regeln gehen, weil auch viel mehr frei ist und das möchte man mega Spaß können, einfach Bilder für Bilder zu machen
ohne den Druck voilà, von einer Geschichte ich muss immens geht alles inspiriert mich an der Musik das macht mir Spaß ich meine da ein bisschen Männer was auch was mir ein bisschen fehlt ehrlich gesagt natürlich auch flott ein bisschen mehr Musikvideo zu machen Dokumentar als wenn man immer wichtig schon noch an der Filmschule selber Dokumentar realisiert am Dokumentar von dem menschlichen Aspekt immens wie ist der Enregistreur plötzlich bereichernd an informiert mich auch für Narrativarbeit als was Kameraarbeit geht weil du musst dem Instinkt auch trauen an no gehen und du hast nicht immer Zeit Sache frisch zu machen oder zu drehen und einfach du kannst so platzen und treffst Leute die du an dem Alltag nie gingst Schweizer von einem spezifischen Dokumentarfilm weil du hast da ganz schöne Projekt gemacht ja. Living Witnesses ja das war zum Beispiel du kannst zurückgehen siehst du gesagt leben nicht das war Film wo man eben der Jugendlicher durch Europa gegangen sind wir bisschen der Monte von der extrem droite an Europa not zu gehen an ob der Trasse vom Zweiten Weltkrieg natürlich durch Deutschland und Polen gegangen und ja du lebst also das geht über den Film raus was du mit auf der Weg hältst als Person das ist ja Dokumentars von der Stowenster auch flott du hast auch viel an der Logistik am Spiel du hast ja eine ganz kleine Crew wird sie auch so erfrischen lassen nicht müssen responsabel von einer ganzen Crew zu sehen wird mich schwer aus fand ich persönlich es ist viel mehr streng für mich ein Dokumentar zu drehen du warst ja eine One-Woman-Band ja. Du musst alles gleichzeitig lang und du musst eben am richtigen Moment auf der richtigen Platz sehen das genau. So du kriegst eine Chance ja. Natürlich, du kannst normalerweise nicht so hey, so den du Satz nachdenken oder also kennst du theoretisch ja. den wem das aber auch das fand ich aber auch okay mir mal ja Film Cinema real oder Cinema Realität also den Term geht das nicht nee für mich geht das nicht das ist egal du kommst auch noch lang drüber schätzen mehr ja an Puben man scheint ganz wenig ehrlich gesagt ja wie gesagt du gehst ganz schnell gebrandmacht ja gebrandmacht ja. Ich mich umfang ziemlich schnell davon herausgezogen für mich auf Fiktion zu konzentrieren weil statt sowieso wohl auf long term man weil ich aber auch gemerkt habe dass viel von meinen Kollegen noch irgendwann du gewinnst dich auch in eine gewisse Lifestyle wenn du Puppe bist und willst du schon in Zahle und Flexibilität und mehr Zeit natürlich das einen anderen Druck da mehr irgendwie habe ich gemerkt dass die meisten Leute Endeffekt aber auch die hatten all die Missionen am Film zu schaffen also Geschichten zu erzählen das ist eine ganz andere Realität am Film zu schaffen wie Puppen und ich gemerkt okay das weil ich lang da romantisch schon meine ganze Energie auch dran gestochen du musst du aber dezidieren nicht wo was du willst machen für immer wie wusste den Zeit an Energie drastöst für das sich nur pro Jahren ja wat den Ausgangswunsch war wie überhaupt da zu machen an dem Leben also ich kann du mens matt fühlen das ist krass ich hatte niemals gedacht dass du hast dich op den Beruf spezialisiert und dass du dann reinkehr die anderen Kategorien ja. von de verschiedene Medien an denen kannst schaffen und dann an dem Medium nach selber einer Subkategorien hast und dass du dann so sehr du an einem Tierrangland hätte ich wirklich nicht gedacht total und das ist krass weil ich hatte auch mein Leben lang wo ich auch zwischen C still sitze Mensch lo Konst Mensch Film ich gedacht, ich kann die zwei machen aber genug Beispiele für Leute die das können und war schon realisiert dass das war nicht machbar also furchtbar anstrengend weil es einfach nicht genug Zeit ist dafür hat der Student bei mir den Film aber, bei mir war die Malerei die echt läuft und ich gebe gerne von dir wissen ob du auch so einen Background hast weil du bist ja Genre Maler wenn ich so will mit Lucht und mit Linsen und du bist für das visuell zuständig hast du in der Background an der Fotografie vielleicht oder an der Malerei kannst du zeichnen wie hast das visuell dann erleben kommt ich kann Stickmenschen zeichnen das ist schrecklich ich will wirklich schon im Lockdown Kurse geholfen Storyboarden zu lehren zu machen weil das mein größten Regret ich kann wirklich null zeichnen also ich war da total Musik passioniert eher Film passion da war Musik wirklich ich lebt an der Römer an du mich viel mehr künstlerische Musik ausgeübt wie also das für Film kommen ist verschiedene Leute an ihren Teenage Years und gefangen kleinen Film zu machen und bei mir wirklich Musik das kann sich auch gut verbannen mit Musik war eigentlich mehr das mein künstlerischen
Hintergrund also Menge echt lebt mir visuell wirklich also am Lycée hatte ich die Chance dass man eine Option hatte ein Videosoption und war von nächste schon zu Lützeburg die so eine Option bin Kunstgrafiker Grafisme auswählen audiovisuell und was war noch und du war schon an der audiovisueller Sektion gelandet das war Katrin eigentlich die ich ziemlich frei und ich habe schon verstanden okay ich hatte eine Kamera auf der Stelle und ich wusste das war mein ich wollte das ausbauen die ich Katrin wusste ich quasi was ich wollte machen wo ich wollte hingehen oh, wow. Was wegen Schule war das? Das war ein LCD den Lycée Klassik zu die Crash okay. und du war einen anderen Typ do, den dat auch mega Spaß gemacht hat den Montage gemacht hat den wo man zusammen selbst der Filmschule waren und nur noch immer am Film weiter schaffen an ja das ziemlich frei kommt das schon mal alle 15 16 aber wusst fertig wollt am Leben machen und das war am Bilder machen man einer Kamera hat empfangen mein Alter sind noch nicht also mir immer viel Filme geguckt schon seit kleinem Mund war ich film passioniert schon immens viel Filme geguckt und Robert Hof ist so schmoll Sache geguckt analysiert auch nicht zu mir genossen als kann der Film analysieren natürlich guckst du just den Film weiter weil da Spaß mischt nee ich hatte Filme immens gerne ich hatte Loken schon nicht gezeichnet ich hatte keine kleine Kamera wie ich gewusst ich kein Foto gemacht bis ich wirklich die Kamera auf der Schule hat Katrin so okay das ist es und du bist studieren gegangen direkt nur der Premiere ja ich wusste schon ob deuxième voilà ich bin Filmschulen bis ich gegangen und ich wusste sobald ich aus dem Lycée raus bin fängt statt und hat nicht unbedingt eine gute Sache aus weißt du weil du fokussierst dich so krass auf den Dingen heißt du musst auch ein bisschen Objektivität finden und ich meine nicht dass die Leute die am successfulsten sind also viele volle schon oder das gut machen unbedingt davon kommen dass du genau wusste was sie machen weil heißt du sagst doch zu viel unter Druck was das so krass willst und das so krass wünschst oder das just oder konzentrierst ganz ich meine das wichtig allgemein auch an Inspirationssourcen zu haben ja schon mehr die letzte Jahr dass ich mich vielleicht ein bisschen zu viel auf Film fokussiert tun an echt wann gedoring habe natürlich mit du brauchst bisschen Raum wie du siehst für dich anders zu inspirieren musst reisen musst Konzert gehen musst mit den Kollegen etwas machen musst spazieren an der Natur gehen keine Ahnung Sport machen und nicht alles auf den Film fokussieren ich meine das inspiriert mich mehr vom Film und vom visuellen Wasch zu kommen für dann zurück auf eine visuelle Kreativität zu kommen wie du just darauf fokussiert sind ob das Bild löscht war immer aber Bresel oder wo wolltest du immer in der Beginnerplatz gehen immer der französische Raum oder eigentlich war Bresel auch ein ganz persönlich Grund weil mein Kollege und mein Freund dem wolltest du waren und weil wir eben die Band zusammen hatten wollten die Band auch Band du warst in einer Band den Deal hast du dass du gerne Musik gerne gespielt hast ja kommt aber ganz anders war bestimmt Punk ja es war ziemlich Riot Girl ja es war ja schon gesungen wie die Band geheischt die Band hat Couchgrass geheischt Couchgrass ja ganz innovativ ganz original ja und ja und das und schon zuletzt schon wirklich mein Jahre nivelliert weil ich schon länger Band war das hat schon das gar nicht und weil ich in Bresel gegangen weil 2 von den 5 Bandmembern da waren und wir wussten wir konnten da weiter proben weil die Nähe war zu London und ich konnte Zugrollen für Bresel dann irgendwann zu Köln und waren noch Möglichkeiten an der Stadt können bullish Rehearsal Space zu haben also ein Profraum zu haben zu Paris zu London und so weiter auch schon 2005 und möglich war und das war ein von den Hauptgründen weil ich mich eigentlich auf Bresel konzentriert habe und das ist auch gut geregelt weil ich schon in der Stadt und im verlebt hun an super Leiit kennengelehrt hun an Mentalität doch man total passt an natürlich Französischspruch Französischspruch sinn allgemein aus doch eng Stadt die aber am Zentrum von Europa aus von der aus du ganz schnell zu Paris pass zu London was zu Amsterdam was an nun Menge Zeit nach immer zwischen Bresel Lützburg verdienen nee England hun immer mega inspiriert auch wenn es das Cinematografie während ihrer Filmgeschichte natürlich und ich war ganz nur drin no Menge pro als Kameraassistent so okay weil ich hatte den Bachelor zu Bresel gemacht so okay vielleicht mal schon Master zu London ist so von den 2 weil typischen London Filmshow auch gemerkt hun war
dat kennt vu rencontren zu sprangbriert sind Ja, Industrie genau weil den zu Lützeburg en englischen amerikanische Film gemacht so als Klapperloader als zweite Kameraassistent wo den DOP de Sean Bobbitt war de Sean Bobbitt den englischen ein Director Fotografie aus mir die viel an Amerika schafft den Filmer kind ich nennen 12 Years a Slave gedreht Place Beyond the Pines nach all den McQueen Filmer dreht an hin und Kuren op der NFTS gehen aber ich muss mal Team geschwar so wisste Lust weil nach Schweide auszubilden muss den gut Schuld Kuren do vielleicht werde das für dich an irgendwann auch gemerkt dass schon regelmäßig geschafft an war enger Position wo ich auch gemerkt und dass man viele verschiedene die Piece kommt schaffen weil zu Lützeburg ist für dich die Glück können man viel verschiedenen die Piece an so muss viel Co-Produktion also Belgische Leute geschafft Franzosen Deutscher Englischer an du stehen allen in die Piece konnte doch nur gucken wie sie kommunizieren wie sie schaffen an gefiel ich ging bezahlt gehen für zu lehren ich ging noch zu und ausgehen für du hin zu gehen für war auch ein gewisse Budget ich meine muss ich noch realistisch sind an so und wann ich will an enger Großstadt haut es das studieren muss ich noch den finanziellen Background oder Appui hun den Schnitt hat die Tisch schon mal gedacht für Joel dann noch weil nicht die Zeit nicht schafft also Genau. keiner natürlich eng habe du machen du kannst nicht aber einen Film schaffen Ja. während es dann der Schule warst genau du verdenkst gegen so ein andere muss da viel ausgehen Genau. für du weiter studieren Und du lernst vielleicht sogar mehr durch Learning by Doing, weil zum Setbus und Meistere kannst beobachten von Ja. Karim Iwer Schëller. genau Und du gesagt sie an enger Stresssituation wie sie sich adaptieren Ja. können wann sie der Professor sind das alles wissen. Das ist Easy die and chill, ewig, ist das Filmschule oder nicht Filmschule kommen wir das Ja, Also, das ist natürlich echt kein, dass nicht, man dann das Thema hat. natürlich Ja. wenn zu London dort der Show las wat die gereiste ni sind entweder von du kommen oder hun du Kurre gehen du kannst du eng Person kennenlehren Regisseur mat recht im Leben schaffst könnt auch genauso gut die Person kennenlehren auf dem Set wo du in dem Moment warst da das auch mengen froh die interessant ist also IMDb die Seite die wo ihr gesagt wegen Projekt in Zeit gemacht und ihren Film geschafft tun wenn ihn auf dein IMDb geht denn das wirklich ein bisschen kriegt eine ganz gut Idee wie das bei dir angefangen wird englisch wann ihr guckt von Spengen 2009 als die nächste Projekt wo du drauf was auf IMDb bis eben haut so die Progression von wegen Positionen den verschiedene Projekte hast du bist ja nicht aus der Schule rauskommen und du kommst beide nicht gut weil du die P sind auf diesem Langmetrage wie hast du dich doch abgeschafft wie hast du viel ran wusste wie das geht gehen hat Schule du mal eine Idee gehen zu Bresel weißt du so fänke gibt es verschiedene Routen für die P zu gehen oder wie ist das bei dir gegangen also ja das ist klar das wirklich bisschen die klassischen Schema gange sind am Sinn wie ich nach aus der Schule rauskommen sind wird klar eng die Hierarchie gilt nach immer am Kameradepartement oder an all Departement am Film da sind so du sollst du Schraub schaffen schmengen gibt viel verschiedene Gründe dafür haut es das mengglisch hust da viel Leute die aus der Filmschule rauskommen die so voilà, ich will direkt als DOP schaffen ich will nicht unbedingt die klassische Parcours und klassische Parcours für die Leute nicht wissen dass voilà, fängt als Stagiaire an wann du willst am Bild schaffen sie wird am Lutendepartement an dem Maschineriesdepartement oder am Kameradepartement die meisten DOPs Demos hun am Kameradepartement gefangen so dass du voilà, für Stagiaire op zweite Kamerastand echt Kamerastand Operator an dann irgendwann op der Finalität von DOP kommen was schmengt viele andere die letzten Jahren am Sinn dass viele Leute aus der Filmschule kommen und so und voilà, ich mal just nach Bilder und die haben viel verschiedene Projekte schaffen und im Endeffekt auch nur 5 Jahre hatten die Leute vielleicht auch viel mehr Sachen zu weisen wie ich nur 5 Jahre Kameraassistent wo viel hin 4 Teil war das sind sie vielleicht mit 28, 29 oder 30 schon Projekte in Ugebäude kruten wo für mich viel mehr lang gedauert und für die Projekte zu kreieren weil ich eben nicht zu weisen hat
Und das war auch ganz eine Zeit, wo ich eben an der Transition war, die nicht einfach war, weil ich eben von Zweitkameraden auf die UP gesprungen bin. Wo ich gedacht habe, Schatz, vielleicht sollten wir aber mehr drängen. Und im Endeffekt sind ich aber froh, den Parcours gemacht zu haben. Ich hatte auch die Chance, sobald ich aus der Film schon rausgekommen bin, einen echten Kamerastand kennenzulernen, den sich Zeit geholt hat, mich zu formieren. Und mit dem ich 80% von den Projekten, die ich noch gemacht habe, auch mein Team gemacht habe, sodass ich mich weiter ausgebildet habe und dass wir wirklich eine Equipe formiert haben, was ja wichtig ist, für zu lernen. Und hat auch eine ganz gute Pädagogie und man wirklich Sachen so oldschool beigebracht, wie Kameradepartement funktioniert und was die Responsabilitäten sind. Also richtig Mentor. Ja, und das ist auch eine Chance, auch eine Person zu finden, die dich auch mal drauf hält und die dir auch Confiance gibt und die der Sache beilegt, weil du kannst dich auch ganz schnell allein finden als Techniker im Film. All die Etappen, die haben wir aber heute immens viel bräuchte. Die fangen nur an, wirklich sich aufzubeziehen und sind. Ich kenne auch viel, die vielleicht mehr jung sind wie ich, die dann auf eine Fiktion kommen und die einfach auch nicht, ich meine, von den ganz wichtigen Elementen aus, sonst du freie beim Plateau bist und jahrelang beim Plateau verbringst als Techniker, du lernst auch mit Druck umgehen und eigentlich geht hauptsächlich Sturms um ein Plateau, wie du mit Stress und Druck umgehst. Du kannst talentiert sein, wie du willst, kannst die schönste Bilder auf der Welt machen. Aber wenn du nicht kommunizieren kannst oder den Zeit gut anwählen kannst oder mit Druck kannst umgehen, dann panikierst du und dann weißt du nicht mehr, was du sollst machen. Und du hast auf verschiedenen Posten natürlich verschiedene Responsabilitäten. Und natürlich habe ich noch nie den Druck gefühlt oder die Responsabilität gefühlt, wie als DOP. Aber alle Posten haben ja seine Responsabilität. Und dafür funktioniert der Film, weil jeder eng abestet, die soll gut machen, das aber richtig ganz schön, ja. Und da tun wir immens viel beibracht. Ich weiß, dass wenn ich Filter, mein Assistent für Filter fragen, was das für einen Impact hat, ob es eng abestet, und ob das eng abestet mir einfach oder mich schwierig möchte. Plateau ist ja auch Zeit ist ja aufgelaufen. Im Moment, wo du kannst, bis zum Schluss vom Tag, everything is time, ja, und time is money auch noch. Geil von mir. Leider. Und natürlich, voilà, ich Decisionen nicht holen ich auch, weil ich gesagt habe, gemacht und weil ich weiß, was impliziert für meine Equipe. Und auch wenn ich in der Lude in der Maschinerie geschafft habe ich aber ganz viel Zeit mit den Leuten verbracht und schon auch gesehen, dass wenn ich Chef habe, etwas fragt, vielleicht ist der Person egal, ich will es nur machen, aber was hat das für eine Applikation auf das Recht von der Chaîne de Fabrication? Ja. Und das all die Jahre im Plateau, wo ich dann auch genug Zeit hatte, für mich auch wohl zu fühlen, weil die echt Jahre was doch ein bisschen wie in den Headlights, ne? Was so ein bisschen rannst rundherum wie ein Headless Chicken. Du bist nicht richtig weiß, was dein Platz ist, bis du wem du sollst nur lauschen. Aber wie nur es lebt, aber wenn du bis dran alles bist, dann kannst du Leute noch gucken. Und du bist vierwillig, da kannst du immens viel mehr auf den Weg holen. Und all die Sachen integrierst du, ohne dort auch vielleicht bewusst zu sein. Und nicht, wenn du an der Position bist, wo du die Decision musst holen. Weißt du hast schon dann gesehen oder du hast schon mal erlebt. Und dann kannst du vielleicht die beste Decision an dem Moment holen, weil du weißt, was Konsequenzen sind. Aber wenn du nicht weißt, was Konsequenzen sind, dann kannst du leider, weil du als DOP hast du einen Posten, einen Chef de Poste zu sein, wo deine Decisionen delegiert gehen oder eng Impact hat den ganzen Workflow vom Plateau. Also ball am meisten. Ja. Man nur Regisseurin, die vielleicht enger 10 mehr Zeit wollen holen, die Person, die am zweiten am meisten Zeit kascht, weil als den DOP auf den Lo, weil ich 10 zu belichtigen, dass wir dich ganz viele Optionen weißt, kannst machen. Und du kennst Englisch ewig weiter belichten. Ich meine, das ist Ball nie fertig. Das ist nie, dass ihr seht, los ist perfekt. Und du noch eine halbe Stunde hörst, dann hängst du eine halbe Stunde drin. Ich meine, als Produzent gibt die Piece, wo ihr weißt, die sind extrem talentiert, müssen sie mir los. Aber dem dritte Projekt ist halt okay. Wir haben ein bisschen mehr Zeit. Da gibt es die Piece, wo ihr weißt, die sind extrem gut, mir auch extrem teuer. Wenn du den dort DP willst, da kriegst du musst doch die dort Crew, du musst die dort Toys, also kleine Spielsachen und alles hören. Und da gibt es die DPs, wo du weißt,
die machen mit ganz wenig ganz viel aber ganz sehr und du geht gut oder schlecht das Mensch bei all Projekt nicht dann fängt davon auf war das der Projekt wie viel Zeit Regisseurin wie schaffen die am liebsten das ist interessant im Job von weil schmengen den DP du siehst man vielleicht nicht so schmengen die Peers eng von den Personen 3-4 Personen die von den Dreh da fertig das nicht aufschaut wann du mal dauer den Dreh fertig ist da gehst du nicht hin bei Familie oder gehst raus an der Kaffee während den Focuspuller dat vielleicht möchte an der Gaffer dat vielleicht mich mit du musst wahrscheinlich noch weiter Konversationen und das ist was meinst du viel die Konvivialität zu hun wenn du Teil von der Filmkuh was der Zeit hast eben bisschen können mit der Rest von der Kuh hängen und nicht 300% die ganze Zeit muss ich meine der Regisseur Produzent DP Dekoration dat sie Leute die wo net Job hält über not zu denken weil den nächsten Moierem du hast klang dich schon ja genau denk schon ja dat nur weil den nächsten Tag muss machen weil ich mein einer Position as me du fängt den Tag fängt normal normal kri gesot dann und da mache mal während du musst schon ganz genau wissen normal dauer brett sind an den 4 Beredung so gesehen passiert ihr stand du fängt und net sinn mischt wie das interessant ich man ein klein Parenthese par rapport zu abs du an dem Interview an dem Podcast gesagt hast wissen man wie schwarz ist so ist den ganze Glammer wisst du das % vom Job ist der Rage als hart Arbeit und du das vor das für verschiedene Posten gehört zum Schluss vom Dach aber in sozusagen Reward in künstlerische Reward und eng Reconnaissance unerkennen eng Unerkennung genau DP as von den Posten ging so ein Kreativchef de Posten hun wahrscheinlich irgendwann in ihrer Karriere wenn alles gut geht die Reconnaissance voilà, für Film Leute technisch Posten net und das auch großen Unterschied Dinge habe ich anfangen ophalt ja okay sie halt op dann was dran kannst vielleicht deine Dinge machen und aufschalten natürlich auch ein gewisser Luxus aus und auch psychologisch außer den habe schon gut Kommissionen nicht davon das wirklich in an auch die Reconnaissance wirst du nie hun wat eigentlich auch immensen Drive aus und du bedankst dass du drivest ja immer irgendwo en gewissen Unerkennung von den Arbeit und die kann ja auf verschiedene Art und Weise kommen das auch manchmal großen Unterschied zwischen viele Posten aber zum DOP oder zum Regisseur oder einer kreativschafte Posten wie der Setdesigner oder Kostümdesigner und so weiter. Ich meine, du willst ja vielleicht die extra Zeit dran. Auch zum Beispiel, wenn man also wenn ich an der Situation sehe, sind ich schon los, ob die Leute die können nur was heimgehen, an die nicht muss gestresst sind, während der Schwester heimgeht. Dann lange Ofen geht ein kurz Nösch wahrscheinlich. Aber dann meint lang danach, sie mir vielleicht mit dem Projekt beim Filmfestival oder posten im Internet, dann schreibt die in der Journal, sagt, hey, super, das Projekt hat uns gut gefallen. Und dann vergisst in dem Moment eben ganz sehr. Das ist in der Chain. Menge. Ja, wenn du nicht die Zeit dran investierst, dass du den Responsabilität und dann ist das Produkt nicht gut und dein Name steht einfach drauf. Das heißt, du hast auch schon etwas zu verlieren, wenn du das nicht musst, wenn du nicht den Druck da quasi auf dich selber abhältst. Ja. Das ist eigentlich auch die Arbeit, das ist ja euch schwer. Also das ist schon ein Luxus, können sie wählen, was die will machen am Leben. Aber das Kind in eng zwingt, dort zu sein und das zu machen, das will machen. Sogar als Techniker denke ich mir so, wieso willst du Elektriker beim Filmset sein? Ehrlich gesagt, in Amerika, wenn du 12 Stunden D-Show hast, die dann oft 13 Stunden, 14 Stunden gehen, eine Stunde für hinfahren, eine Stunde heimfahren, da warst du 16 Stunden fort. Du bist fort ihr den Kanner, wenn du Kanner willst abstehen und du kannst direkt nur dem Kanner am Bett sehen. Wenn du da einen Longmetrage misst, bist du lang am Gangen, dann hast du vielleicht eine Woche oder anderthalb vor frei und da bist du dem nächsten drauf. Und da freue ich mich wirklich oft, wie so die Leute das machen. Und du musst ja schon, dass sie passioniert sind für den Film, weil du kennst so einen Elektriker, einen normalen, so einen Elektriker, der nicht im Film schafft, sehen. Du hast nicht die dort Stunden, du gehst wahrscheinlich ähnlich vor Dingen und du wirst aber Offizierst du heim und du bist auch meist Offizierst. Also du musst schon das wirklich manchmal Spülle machen und das ohne die Unerkennung zu kriegen für die. Ich meine, für viele Leute kann es sein, dass Crew, die Leute, die es im Set ist, dass das wie eine Familie geht, wie Familienersatz und das ist eine extrem intensiv Relation, die es mit den Leuten aufbaust.
ne, also das du gehst du durch Trenches, weißt du hast die Aventur zu summen, das bünd immens und ich meine, das ist ein krass Relation, das möchte auch irgendwie sichtig. Ja, ich meine, wenn du all da 5 Wochen abstehst, das ist schrecklich. Ich will 5 Wochen all da abstehen während 2 Monate. Aber wenn du dann im Set kennst, an all die anderen Leute sind auch all da 5 Wochen schon da, dann sagen sie aber da, da verbindet das natürlich. Und dann schmengen du pur dich, also gebe ich eigentlich gerne von dir her, weil ich schon nicht so viel am Langmetragefeld gemacht. Aber wie ist es für dich, da wirklich so ein Monat oder 2 komplett an einer Welt anzutauchen mit der Crew? Also als Kamerastand war das natürlich ganz anders wie du als DOP, wie du siehst. Das ganz andere Responsabilitäten und das ganz andere Horären und was auch mental einfach ganz anders Druck. Also als Kameraassistent und ich natürlich immens flott fand, Teil von einer Equipe zu sein, ob ein gemeinsames Goal hinzuschaffen. Der Film hat das ja so ein spezielles Environnement, das bisschen so eng Bubble out of time, ne? Du bist ja auch an der Fiktion, du bist an einer fiktiver Realität sozusagen. Und das immer in eng Zeitspanne, du weißt, wie nicht anfangen, wie nicht abhalt. Was ja immens rar an viel verschiedene Jobs ist. Das heinst du cool aus, weil du siehst, was nicht gut geht, ist da 10 Minuten drüber. Weil es bei vielen verschiedenen Jobs nicht ganz so von länger Mathe abstellen, wenn du mal denken, verstehst du nicht verstehst. Du kannst ja Leute, die jahrelang müssen mit anderen Leuten am Büro sitzen oder auf einer anderen Arbeit, wo vielleicht nicht man den eins gehen. Aber du musst immens schnell mit den Leuten eins können gehen. Weil du eben die kurze Zeit hast, muss man den schaffen. Das ist keine Zeit für Bullshit da. You know what your job is and you have to get it done. Und du gehst auch, du hast vielleicht die verschiedenen Boundaries nicht von sozialen sagen wir mal, Restriktionen, die du vielleicht an anderen Jobs hast, du hast Zeit, dich kennenzulernen, du hast keine Zeit, dich kennenzulernen. Du merkst direkt, es wird schnell gehen, du musst dich direkt gut können verstehen. Und das kreiert natürlich Sachen, musst du alles viel mehr schnell auch Relationen mit Leuten aufbaust, die normalerweise so eine Woche lang oder Monat lang oder ein Jahr lang gehen, bis du die Leute so gut kennenlernst. Weil du siehst, du verbringst gute Schlechtzeit mit denen, am Kalten, am Warmen, mit vielen Emotionen auch. Ja, ich meine, das ist ein guter Vergleich, dass die besser wie das gedenkt Familie während der Zeit, mit der in Set ist. Und wenn der Projekt war, es geht in ihrem Trick bei der Familie. Das ist mir immens wichtig, eine gute Ambiance am Platte zu haben. Weil ich als Techniker eben auch als Assistent auf so viel Projekt war, wo ich gemerkt habe, dass die Energie, wie sie den trickles down, also könnt von Chef der Posten rauf, ja. die lebt zu rauf, ne? Und wir waren alle schon in Situationen, wo eng schlecht Relation zwischen dem realen Chef war oder dem realen echten Assistent, ist der Regieassistent oder irgendwo an dem Trio, wo es nicht gut gelaufen war oder ein bisschen toxisch war. Und die ganze Energie kommt dann auf den Rest von der Crew zu den Impact auf dem Dach, auf die Energie, auf die Effektivität von der Crew. Das ist wie Virus, der hält aufstechen das. Genau. Das ist auch wichtig. Du bist auch responsabel für den Leute. Geht ja nicht nur um Foto, geht ja auch um Equipen, an Zeit, an Konditionen, an jeder will ja just den Arbeit gut machen. Und du bist ja auch responsabel, dass die Equipe Zeit hat, den Arbeit zu machen. Und ich meine, das ist wichtig, doch als DOP die Responsabilität nicht zu vergessen, weil die habe ich mal kein Schnitt lang machen oder ganz anders. Weil das ist mal wichtig, du eine gute Atmosphäre an die richtigen Leute man nehmen. Das kombinieren sich auch respektieren und verstehen. Du hörst natürlich immens, dass du alle Posten du schon ein selber gemacht hast, über länger Zeit. Ja. Was du gesagt hast, finde ich interessant, dass du gesagt hast, heute sagst die Leute, die eben direkt mehr DOP wollen gehen. Und ich frage mich, ob das auch damit zu tun hat, dass man B-Mal, dass ihr konnte mit aller Kamera alles filmen, natürlich. So rundherum war 2013, 14, 15, was vielleicht paar Jahre, das war paar Jahre, nachdem du angefangen hast. Und Leute angefangen, wo du kann seine Kamera, wie die, mit der wir den Titel drehen, relativ billig kaufen und dann was du selber den DP und vielleicht drehst du dann noch etwas ganz Gutes, wenn du gut Drehbuch hast, gut Realisatrice hast, mehr du überspringen sie eben die Position zu machen. Und ich persönlich fand eben, dass es gut ist, an der Produktion ist genau dasselbe, ist ein Coordinator zu sein, ein Production Manager zu sein, weil das hilft da wirklich nur all die Sachen zu verstehen, aber wie du so, wenn du
und du ein Kommando und du Command drauf und den Crew da weißt du was das bedeutet du gehst nicht Ja, mit Tutschen natürlich mega demokratisiert. Das ganz wie ich gefangen war ich noch so Bring zwischen Film und digital und das tut mega geholfen natürlich, dass du kannst einfach eine Kamera holen und Sachen probieren. Hast du schon drehst du Film meinst du also richtige Film? Mann, die letzten 2 Jahre mehr Projekte so ein Musikvideo Film gedreht wie Fiktion oder Pub. Mais nee, das ja muss man sparen. Er kann auch massiverem Zweck. Ja, ich meine, das Jahr paraport zum letzten Jahr sind wie so verdürbt. Das hext Jahr in den letzten 20 Jahren absolut Film zu also für Langmetragen. Und wir machen bei 70% ist noch Film. Ich mache nicht noch Film. Oh, krass. Also das eigentlich flott bisschen kurz für ein kurzes Projekt, wo der Film wo nicht so geklappt hat. Wo nicht einen Film drauf war. Also wir haben 8 mm gedreht, weil dann ein gab es anderes ist. Da war irgendwie ein Problem mit der Kamera. Das ist nicht super. So, Amandine, hältst du gerne den Lift? Super, ja. Ja, hältst du immens gerne. Love the Lift. Desto mehr Angst, desto besser. Ja, ich meine, Fabian hält doch gerne den Lift, Fabian? Und du, ja. Aber leider man eng. Also, das ist schon ein bisschen so klaustrophobisch für mich, wenn du viel Leute draußen da waren auf den nächsten. Mehr in diesem Fall, als du eine Person am Lift, und froh, als wen als die Person für dich. Wenn du den hörst, mit dem Sommerschnecker was schwatzen, muss nicht am Film sehen, keine Person, die nicht mehr lebt. Mit du hast nur 3 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten für mit der Person zu schwatzen. Wen hast du das, und was siehst du der Person? Eigentlich ist die erste Person, die mir direkt angefallen hat, wie da mich wieder gefragt hat, Polly Jean Harvey, PJ Harvey, eine Musikerin ist, eine englische Musikerin. Und ich gedacht, was ging es dem so an? Und am Anfang will ich mir überhaupt nicht so an. Weißt du, so den typischen Dingen so, den Musik hat mich so beeinflusst, auch einfach als Frau können eng Schicks mit einer Gitarre gesehen, die einfach wie soll ich so ein Zau rauslässt und scheißegal ist, was Leute von ihm halten. Und die nur 3 Jahre nach immer eine Karriere heute respektiert wird und einfach eng super Evolution als Künstler und immer wiest und immer absahnt, dass mich an sich immer neuer findet und für mich ist das eine immense Inspiration gewesen, auch als 14, 15 Jahre alt Mädchen, was Rock'n'Roll gern hat. Den Exempel zu holen, die Kraft an den, ja, mit der Person ging, ich ging einfach wahrscheinlich nicht auf dem Stuhl und so einfach so gucken, so, hi Polly, hi. Ich weiß gar nicht, was ich ging so, ich ging nie so an so, I love your music, der keine Bullshit, weißt du, was willst du denken, so, die dich seit 20 Jahren begleitet, oder die du seit 20 Jahren begleitet, weißt du, wenn ich, egal was für Mut ich sehe, ob ich gut drauf bin, schlecht drauf bin, ob ich eng Energie brauch, ob ich mich melancholisch fühlen, PJ oder mein Lied für mich da, weißt du. Ich ging eigentlich gerne froh, ob ich kennt enges das bei ihm am Studio sitzen und einfach observieren, was der kreative Prozess ist. Einfach für eng und tut eigentlich einen Dokumentar gemacht, den das möchte ich viel stehen gesehen und war ich so, okay, that's it. Weiß ich alles. Ich weiß eigentlich, nee, ich weiß eigentlich auch, ich meine, das ist auch einst du, kompliziert seng 4 Bilder zu kennenzulernen. Verschiedene 4 Bilder schon noch mal am Fiona Apple hesitiert. Hat auch eng Musikerin ist. Und ich mein, mit dem will ich nicht unbedingt Kaffee trinken. Ich meine, schon tut schon mit der Ratsch an. Und vielleicht keine gute Experience. Ja, PJ Harvey. Ich ging nicht auf dem sitzen und mich ganz klein halten. Hey. Nein, ich bin ganz scheu. Dann geht der Lift ab und dann geht er raus. Und dann ist drüber, und dann warst du schon im Lift mit dem Video geteilt. Du langst du zufrieden damit, was mit der Experience ist dir gut. Ja. Wenn du keine Rückgehen hast, das sollte so sein, dann ist dir okay. Nein, ich ging schon froh, ob ich kennt beim Dach hängen und am Gang das Lied zu komponieren. Und es ist einfach mein Merkstich und gucke, wie. Frohe kannst du nicht. Ja, ich bin einfach froh. Ja, froh. Kannst du dann nur gucken. Mega creepy. Mit der ging auch, kannst du nur gucken. Da ging auch mit einer, ich hatte doch mal mit Reed Morano oder mit Miranda July hesitiert. Ja. Reed Morano, DOP, was auch hauptsächlich Realisatrice ist. Und Miranda July, eine amerikanische Realisatrice, die mich auch immens beeinflusst hat. Künstlerisch. Sie wird durch Schreiben, durch seine Filme, durch seine Kunstinstallationen. Ja, mit dem ging ich gerne so 1 Minute in einem Lift
Ja, ich ging eigentlich froh, ob wir den Kaffee trinken gehen und einfach schwatzen. Ja, so klappt das ja. Das ist gescheit einfach am Liftzeit benutzen für wirklich dann zu gehen. Also wenn du siehst, du hast 3 Wünsche von einem Genie und du siehst, ich will 100 weiter Wünsche, weil du verlängerst einfach die Emotionen. Also ja, System mit dem Kaffee trinken. Ja, genau. Darum geht es. Would you like to grab a coffee? Ja, das ist doch ein guter Antwort. Van der Feier also. Du bist wie größte Lift an. Ja, stimmt. Was ist das letzte, wo ich der größte Lift in Europa habe? Fett! Wo dann? Das ist nicht das. Ich meine, die Musée d'Histoire Naturelle in der Stadt. Das ist doch riesengroß. Ich meine, sie von den größten aus Europa. Vielleicht können. Das ist ein Zeitchen hier, dass ich so drauf war. Totally random, den kein Mensch interessiert. Für die Visiteuren oder du, wo sie Bilder auf. Ja, für die Visiteuren. Und Skulptur. Krass. Ich gehe in den Kamussen, so nicht beschädigt. Ich komme zurück. Wenn es etwas, wo man superlativ ist. Wenn du mal Haut beigelehrt. Ja, da doch. Was mich noch gerne interessieren, dass, hast du, das muss man sich ja bewusst sehen, was der Beruf ist, mit dass du das auch eigentlich die ganze Zeit musst, also visuell, und du guckst, du gesehst ja, den einen Gesehen nonstop. Und geht es da für dich, hast du Techniken für das, wie soll ich sagen, das Skill, den du hast, für den auch vielleicht zu verfeinern, Schulze der Gegend vielleicht auf eine gewisse Art und Weise für anders zu gucken und zu observieren, wie die Licht durch die Blätter vom Baum, ob Zeit von einem Gesicht fällt oder so, wenn du mit einem durch den Park spazieren gehst. Und ich weiß nicht, verstehst du mich froh, dass du ein bisschen gelabert? Nee, ich verstehe total, ich lache, weil das effektiv ein bisschen so nonstop geil. Und ich lache, weil ich gerade auf einem Projekt war, wo man so den, voilà, real an viele Leute an der Kuh können kein Film gucken und hinkommen, für sich zu entspannen, weil du was einfach so guckst alles, du sehr alles. Was ich eigentlich nicht immer machen, wenn ich nicht schaffe, aber wenn ich schaffe, wenn ich drehen, komme ich oben und nicht ähnlich, weil ich kann gucken, für so ein Palette-Cleanser zu hören aus The Office oder Friends. Das ist, voilà. Du hast schon 100.000 Mal geguckt und dann ist es gut nicht, obwohl Heinz so verschiedene Zooms wirklich gut platziert sind. Und dann siehst du, that was the timing, I missed it today. Ja, natürlich hält es nie ab, gell? Also, mir das ist auch ein Pläsier. Ich meine, ich auch immens viel Fotoen. Das geht mir immens gut. Mir immens gut, wie das auch vertikal zu kadrieren. Ich meine, nicht mehr Foto, vertikal. Und alles klingt ein bisschen Klischee, mir wirklich nach gestern und war ich schon nach 50 gedacht, ja, die Straße looten da, die Reflexion halt na, das erinnert dich schon immer wet down zu machen, wenn du kannst von der Straße, weißt du, da bringt natürlich mir das ja auch Pläsier. Mir das war, dass der Heinz du bist in dem Klischee falls dass da alles bisschen so guckst und zum Leute schwarzen merkst gerade, ja, du fällt Blut so und vielleicht kann die Stadt rekreieren. Eigentlich doch flott an natürlichen Environmenter an Situationen sich zu inspirieren. Weil das ist richtig, wenn der Fehler, den du mit der Zeit vielleicht hast, müssen alles analysieren, alles für uns zu rekreieren, dann hast du es just da. Dass du am richtigen Moment ist. Nur zum Beispiel, wenn ich scouten gehe, den Spur mal zurück, verschiedene Zeiten oder ich bleibe mir lange und ich Zeit tun, an schönen Foto an der Platz, an verschiedenen Momenten vom Tag. Weil es geschieht natürlich etwas, wo du vielleicht selber nie drauf kommen wirst oder wo du weißt, okay, das dauert lo, aber eine Stunde bleibt das so. Vielleicht können wir die und die 10 dann in dem Moment drehen, da muss man nicht alles belichten, was ja auch flott ist. Du musst ja nicht immer alles künstlerisch nur machen. Und ja. Da hilft dann Dokumentar natürlich auch, weil du weißt, dass es doch irgendwie klappt. Oder dass es nie einfach klappt. Und das einst du so mehr Satisfaktion daraus hast, irgendwie alles muss rekreieren. Und ja, natürlich guckst du verschiedene Sachen. Da hilft mir Musik auch für Inspiration. Ich denke, du mehr visuell, wenn ich dann so mal ein Lied lauschen, wir haben einen Film gucken und mehr Musik eigentlich für mich auch mehr. Das ist interessant. Das ist wirklich ein Antwort, mit der ich nicht gerechnet hätte. Heinz du einen Freund, Realisateur, auch eine Playlist zu machen für ihren Film. Das kann auch schon Mut sein. Oder für eng 10, wenn du mir eine Musik drauf machen, weil das der Rhythmus von erzählen. Ja. Du wirst bei Medi gut drin. Ja. Medi immer bei allem direkt ein Lied. Musik, Playlist. Ich kriege nie ein Skript ohne eine ganz Playlist dabei. Ich dachte, also das möchte Sinn. Für mich und für dich macht total Sinn, weil das ja nicht, was die Emotionen mehr direkt triggert wie Musik. Ich fand noch, ja. Schießen da, das was du willst drüber schwatzen, mehr als Frau an der Industrie zu schaffen. Also als Frau in der Industrie, wo natürlich die male-dominated ist. Ich weiß nicht, wie viele Frauen es gibt, die DOP sind, die das auf dem Niveau machen, auf dem du es musst.
wie denkst du hast du Probleme gehabt hast du gemerkt dass wir mich schwerer gewesen dadurch wie war das für dich ich glaube von Menge Erfahrung natürlich am besten schwarzen mehr ich gesehen natürlich auch systematische Problem an als Industrie was Egalität geht das klar also Zölle sind durch erfahren nicht du kannst auf der Rapporten von der Sondage vom Kollektiv 50-50 auf Frankreich gehen bon lo geht hat ja schon französisch Filmindustrie die auch nach Schritt dran aus Englisch aber zu anderen Ländern mit du hast Zöllen ja ganz klar die auf verschiedene Posten ganz klein sind ich meine in einer Gesellschaft allgemein von mal schwierig oder Problem da Frauen eng technischen an hecht Responsabilität zur Verantwortung Posten mat viel so unzuvertrauen dat geht außerhalb von der Filmindustrie raus an DOP as eben von den Posten du was wo net ge hun du was Lieder das hecht Responsabilitäten muss aber mechtens mat große Budget umgoen das technisch das kreativ ja wir sind noch nicht so weit dass enger Frau die Posten unvertraut ich meine dass aber positiv alles positiv evoluiert also sie sind statt nicht ging denken dann ging ich hat auch vielleicht bisschen Flamm mich gesehen dass eine Generation Europa könnt die einfach ganz anders evaluiert an die Welt inklusiv sind an die verschiedenen a priori nicht mehr hört oder probiert die hinzubauen dekonstruiert an das nicht immens positiv das sich alles werden am guten evaluieren als Menge persönliche Erfahrung voilà, ich doch am Anfang gesagt ich hatte doch immens Chance dass ich gut enkadriert gouf an ich mein, müssen alle zusammen so hin schaffen dass das die Egalität geschafft gött nicht just Frauen länger an ihre Markt Männer auch an gute Chancen weil verschiedenen Männer an der Industrie man auch die Vertrauen mat gehen hört den Rob gepusht tun sich Zeit geholt mich zu formieren sich mich mal trop zu zählen an nicht drauf zählen und bleibt Dinger platzen aber wo einer Freundin nicht zugegangen ist also wie wir an der Schule waren wie mit 2008 als die Schule rauskommen sind da haben wir eigentlich an einem Departement zu 50-50 die wollen am Bild schaffen an du merkst dass so pro Jahr Dr voilà, das Typen auf einem anderen Niveau waren wie Frauen das sind die selbsten Jobs Angebote kruten oder das sind sie mit extremische Crews in der W waren diese nicht voilà, diese schlecht behandelt tun diese geholt und aufgemacht und die hin Selbstvertrauen noch geholt hun an wo se opgin hun se kein Lust mehr hatten so fertig mal da tun das zu schwer das hart ich gebe Bock drauf weil Leute so immer ja wir verlieren Frauen nicht wann in der W weil Klischee typischen Excuse aus Familie ja, man da krieg noch kann weißt du so also darum das fand ich bisschen simplistisch für kurzem weil ich Teil von einem Panel den wird Communität LGBT Community an der Filmbranche geschwart wird an hier Experienzen schon mat geschwar voilà, die probieren inklusiv zu sehen an mat Leute zu schaffen die wo so einen Safe Space hun wo sie net voilà, unbedingt homophobisch Kommentare kreieren von Crews an wo sich einfach wohlfühlen können hier einen Job zu machen an du sie mich auch gefroren wie wat für dich an so dem an du Sachen interne also da interiorisiert verinnerlicht wo ich Martine lo geschwar und 20 drauf fragt dat aber mat gemacht an du probiert zu verdrängen an der Zeit zu lassen so doch der tust aber als homosexuell Frau gemacht diesem Job an das so passive Aggressivität und Plateau den so konstant ist an dem an der Gesellschaft auch so gewinnt sind an mir noch keine Zeit für uns an dem Moment um man da hinzusetzen weil wir sind nur für den Job zu machen nicht für einen eng zu so war wirklich nicht cool an dat sollst nicht so an du auch keine Zeit Leute die ganze Zeit zu edukieren an ja natürlich schon ich die Sache mat gemacht wie lauter andere Leute auch an der Industriewelt immens am Bildbereich nach immens männlich dominiert das an den Hierarchie am Film wo Leute sich Sachen erleben die sind nicht sollten obwohl sie als Chef oder als Chef de Post der Protekteur sind an nicht
den Abus de pouvoir gëtt natürlich an schoffen voilà gesinn ja auch mat dat Generation dass man dat doch akzeteiert tun ich mein viel Frauen die lo ufangen am Bild zu schaffen mat den Schwarzen nicht gerade aus der Schul sind muss Stadt nimi werden an schaffen noch mat Leute die viel méi bienveillant sinn an respektvoll an dat ändert sich an sinnisch positiv das setzt sich alles wer zum guten developieren Das ich fand interessant Thema weil so ein Schmengen an Amerika enke bisschen ernstcht wie wir sind enger seitsmänglisch zu Los Angeles extrem diverse an schmirken abschied war fall bad Cruise über mir jung sinn dat kurke Problem wo wirklich wo das kein Diskussion das von allem Diskussion ich schmirken aber auch dass wann den heinz du Leid Set huet die nach vu mir aller Generationen sinn die dat net so gewinnt sinn wo der zu der Zeit Mann normal war die net richtig verstehen wat Pronouns sind zum Beispiel das riese sagt das wat bedeuten Pronouns an wat leid mir aus wat méi Problem mat der Sache hun du merkst du einen Unterschied du merkst wie Unterschied am moment geschieht du merkst aber auch trotzdem noch Situationen im Set wo Leute nicht so also zumindest matt kreen weil das viel Problem wusste aber merkst dass wie zwei Welten sind die besten ab clashen hauptsächlich von der guckt zu Techniker so Grip in Electric wirklich die Leute die seit 35 Jahren ab Filmsette sind an dann hörst du die mir Jungleute die alle Guten einfach ein bisschen mehr so stylisch sehen an die nicht so die work look hun bisschen wenn der kann so wie das vielleicht so immer der Fall war Bereich das Set also ziemlich farbig weil so kann so das nein ich meine das ein andere Problem wie an Amerika ja ein Thema was mich dagegen interessieren als den Relation als Cinematographer mit den Schauspieler das ja mein ganz einer und noch ein wo ich ehrlich gesagt nicht so richtig viel drüber weiß wat der wie net die hut nach en ganz anders Relation an nehmen wie Schauspieler an die Leute Regie feieren oder alle anderen Department Heads gehst gerne bisschen darüber schwätzen ja gern also das ich kann just vu Menge Erfahrung und Menge Relation mit Schauspieler schwatzen an das auch nicht 400.000 Filme gemacht hat me das vor die 3 Metralen Tisch hun waren auch persönlich Frauenpersonagen do go eng stark Komplizitéit schon niemands Respekt für Schauspieler schmengen sie führen der Kamera niemands Vulnerabilitéit do ich komme schon dat ménger Kamera verstoppen und werd nie also die Leute die an der Filmindustrie sind erflechte dein umkennen um da wolle schaffen wette nie weil kannst du ja voilà, genau an schon deprimant schwer ich kann man net ficht also schon nie geschauspielt mir schon niemands Respekt für dat wat zu muss bringen an Konditionen Nummer ein versinn an Leuten ha do geschie an dat das es wo mech auch bis nervös mech woch probieren am Platt auch en gewissen Tranquilitéit an Konzentrations zum fir Schauspieler ze kreieren an die pure Erfahrung die ich hat dat as och immens gut drüber kommen am Sinn dat se dadurch flott von tun schmat dat ich ihren Job so och an Konsideration geholl hun so evident klingt me net immer de Fall ass wann de Leitus die dich filmen ganz schlecht antwort viel Wasser viel mir relax drüber geschaut nee eigentlich ja meine Relation mit Schauspieler as natürlich wichtig du warst physisch nur bei hinnen einscheinst du wie der Regisseur wie du keine Direktion nee natürlich nicht das sind Tanz das sind Choreografie das muss ich Vertrauen do sehen und die 3 gemacht und waren noch 3 Frauen hat Personagen an setzen mich immer mehr du also nehmen wie frage paar Filmen wie statt kann aus Lünz respektvoll an 10 Sätze an 10 Sätze genau an schon immens Respekt für Schauspieler weil sie Vulnerabilität tun müssen hun die mir nicht tun wissen ja. Wo mir können oder dieser Technik an Ekran könnte verstoppen an das wichtig dass man vielleicht eine Relation auch aufbauen ich ging gerne heinz dort proben wir haben 4 aus bis Martins Schwarze kann zu lehren guck wie sie trop sind an nicht nach dem Plateau zu kommen sondern weil es hin an das Luden also sind
schon en gewisse Pouvoir auch se zu filmen a wese gefilm gin muss Respekt developéiert gin ein gewiss Intimität du das en gewissen Intimität ja total dat müsste dann wann Schauspieler von dir direkte Feedback sichern no der Prisen Kat an der gucken so ja dat geschieht auch oder von dich an wie war ich dann wie dat fand eigentlich Job von der Regie soll ja das net még Platz fir du ab so natürlich weil net Regie verieren an das auch ganz delikat weil du willst du eng noch net an fallen an Facetrüppeln genau weil dich ge wann schmirken weil wann du eng Situation aus du dut an so gucke mich schon der Pries an ist fromisch von dir an und wie wannst du dann an kleinen Thumbs up oder ein kleinen Wink an der los Regie kommen an Martine Schwarze voilà mit geht auch im Streams das sind sich safe fühlen das sind sich respektiert fühlen an Gleichstadt an ja mir das ist mega spannend das ein bisschen vielleicht auch wie ein Fotograf also ich meine so wenn man just von so Fotoshoots schwätze für Cover von einem Foto oder so du siehst mengglisch Leute die 400 Lenz stehen hun du oft Apps zu so in der Matte schwätzen wen die Foto von ihnen hält an schmengen das seit lo am Film zumindest der Menge Welt auch viel mehr der Fall geht also es gibt viel Leute mit denen mal geschafft tun die frohe wirklich spezifisch Kamera Leute DOPs und wo sie da schon mal denen geschafft und so tun die Person weiß wie sie mich belichten soll die weiß wie sie die richtigen Sachen an den Vordergrund bringt an das könnt mehr mehr viel also ich meine was du wirklich mehr was Person mehr groß ist von Star was mir große Star ist was die mehr du Mathe schwätzen wo wirklich der Regisseur sich auch muss anstellen vielleicht dann nicht der Schwach hat mit wem sie wollen schwätzen weil manchmal sich ein bisschen ändert ich meine so ist immer der Regisseur hat der Schwach mit wem wir sind Crew will sind an ich meine das also pur mal zum Beispiel den Marcel Reff über den wir geschwärzt tun das war ein Request von Miley Cyrus also wird gesagt immer wenn alles was ich von dem gesehen und ich will just mein Team schaffen das heißt hat mich wirklich sein Schedule wenn hier nicht zeigt den Tag dann mischt hat den Tag mich spät das ist wie wichtig dass dass hier ein Talent steht was interessant ist weil du auch nie selber an dem Feld zu sehen meinst du dass da war hunderten anderen DPs gehen die auch das Kind die ganz schön belichten aber du hast aber das vielleicht mehr wie just was können sie von der Technik hier machen wie viel den sich wohlfühlen der Kamera an wie kann du so 100% wohlfühlen ja und safe auch ich meine genau wir wissen all das sind Abügin sind von Sachen die gefilmt von nie dass das Schauspieler hauptsächlich Schauspielerin wussten hat für Angel so wo Gestalt go an vielleicht hol den auch als Frau auch bisschen mehr Respekt dafür das können Thema ja wenn du vielleicht etwas drehst wo wirklich Person für der Kamera sich eben aussteht eben die Sexszenen so etwas also natürlich wahrscheinlich viel mehr komfortabel du hast eng Fragen an der Kamera oder von der Leid auf ja sind viele Leute diese Jochen mit der Frau nie gestalten viel Fragen auch weil man auch eigentlich schon länger immens hypersexualisierte hetero patriarchaler Sexualität abgewusst sind wisst an mussten als allem den Sachen also nie so eine Joch wisst Reflex ich mir denke fett dankst du so filmst du so an dann muss sich bewusst den eher den kann anderen ne mich kind viel Bücher die mich an der inspiriert tun wie den Female Gaze vom Iris Bray den net ganz in hinten halt also hatte net also den Term der fand das eng Soziologin als 60er die du von der Schwarz an das ganz interessante Schwarzen war Titanic den ein mega Female Gaze aus an wat dat hecht voilà, können noch ein Kano gucken und Buchholen mehr ja mir dat ganz interessant du natürlich mega pouvoir Talents wie Leute Films wie Schauspieler als Schauspielerinnen Films an schmengen wann eng Künstlerin für NDP am Platz eng andere Fred vielleicht geht Not natürlich mir vielleicht geht auch um die menschliche Relation die mit der Person ist weil du so nur bei der stehst und im Endeffekt das gleiche eine rechter Dat ehrlich gesagt ja ich meine während froh oder dat gerade gesucht und ich mehr nur gedurcht also wirklich menschlich wo könnt an die Relation dann eben dafür wie sie sehst also Safe Space besteht ein Schwulfield dann du weißt die Person
die wird mich nicht richtig Licht setzen Ja. ein bisschen so ein Pan ja Pan total machen. total ich gebe schüss nach gern weil man über Troll von der Frau im Film geschwar tun an ein bisschen so Diversität die eng sagt ist so ist von der Gruppe auf Frankreich die wann wirklich, du ja. datflächen ein willst darüber will schwarz und so klären was das aber das bedeutet Ma schon Kolleg den Kaname Oyonama den japanischen DOP aus den seit 20 Jahren auf Frankreich lebt dann durch evoluiert an den nicht waren während dem Lockdown pro Kameraständer so weil er eigentlich aus den französische Kino handelt da kann man auch ziemlich weiß an mans multikulturelle Gesellschaft zu bereis und die aber am Film gonne repräsentiert das umbild schon eng andere Geschichten mehr handelt da kann man aus nach einer an so kann Leute Techniker an Leute die auch nicht gewisse Poste kommen und schon auch müssten bisschen mehr Herkunft bisschen erasen für akzeptiert zu gehen an England ist das gut nicht so an Anfang hueten sich nie gesagt wie an England um Topboy geschafft hat eng Netflix-Serie wo Crew mans divers war a wo dann frohgestalt von de Crew angin der Frankreich so schwarz die Piece nie löscht fuck nee das ist ja Problem ist anders zurückkommen so an sich geguckt und gesagt ja fuck wat lebt da wisst du so ich weiß dass die Leute gehen wie wat schaffen sie nicht oder vielleicht wat kriegen sie den an den Job nicht geboren an am Platz voilà und dann hört ich fand remarkabel dass ein Typ den so viel schafft an auch ein gewissen Niveau aus zur Zeit geholt ja so zu gewinnen die STW plus wo nur fang 20 Leute waren und immer zu 2000 an du merkst echt beginnet die Leute weil die Excuse ich kann kein Leute wo sind die Leute wisst das Liederigkeit für möchten gehen so viel Möglichkeiten Haus ist das Diversität an unserer Industrie auf 40 hier 70 Ressourcen du hast ja voilà, das ist 50 auf Frankreich du hast Free the Bid in Amerika weißt du hast voilà bon Lützeburg ist ein ganz anderes Thema und Struktur weil wir machen nicht so wenig Sinn dass man vielleicht die Probleme vielleicht nicht tun obwohl noch immer jemand weiß an der Kamera aus mais tout ça pour dire das sind Themen die mir auch immer wichtig sind an als Frau sind wir an der Gesellschaft keine Minorität mehr an unserem Job ja eigentlich sind wir einer repräsentiert und dann gibt nach einen anderen Leute die verschiedene Posten nicht kommen und schon wichtig die Leute mal drauf zu zählen wie die kann die sind so weil am Platz wo sie nicht stehen und bleiben stehen schon mal das selber gattert kommt schon nach und Leute mal drauf an hin und auch immens viel Mentorships organisiert weil du immer mehr probieren zu machen Mentorships geht darum zu sagen okay den Person die vielleicht nicht an einer Filmschule war weil sie den finanziellen Hintergrund nicht hat wie sie statt zu leisten oder die interessiert oder so Film die einfach nicht an die Industrie ist wie Racken per se weil sie nicht eine richtige Familie ist oder nicht richtig leid kann oder und dann hielten die Leute matt sich um das Set also für Prepa Dreh an Postbrot und sie können einfach nur gucken das ist einfach so ein observational Stage sie sind nicht von der Crew sie sollen noch nicht schaffen weil sie viel Produzenten die schon erlecht wollte voilà, auch also mein Team Mentorship für machen wo so cool da kann ich mal schaffen nein und du so nee das gibt Free Labor das heißt, die Person das heißt, für nur zu gucken für Frauen zu stellen an eventuell auch Leute kennenzulernen weil kein Film schon gemacht hat weil nicht Day on Day Leute kannt an ja das finde ich cool jetzt sind immer mehr Leute die das machen die anderen Leute mal trotzdem und das probieren ich auch zu machen probieren auch an meiner Crew immer ein Frau dabei zu auf Poste wo normales Männer Frauen gehen ja das schon wichtig wenn du auch um die Position kannst wieder zu delen zu delen zu helfen ja und das bringt engem auch viel und das bringt die Fragen ab dem Film dem Projekt der Crew hinnen dir mënschlech weißt ich mengen das wichtig an kreier den gut voilà, wir kommen aus der toxische Atmosphäre raus das genug Platz wie für do an noch vielen Sachen zu delen und ja
Aber den ist so der Filmus Merci, dass du bei uns Besuch warst. Ganz flott, mega interessant. War ein ganz lange Podcast über Müttisch, das wir natürlich auch so eine Kehr abgeholt. Ja, merci, dass du hier warst. Gerne. Und, merci, dass ich konnte sein. Ich werde bestimmt an Zukunft nein gemacht nehmen. Cool. Yes. Und viel Spaß beim nächsten. Ich bin gespannt. Ist cool. Merci.